Herzlich willkommen für eine neue Emission von ADR Tele. An hier sind die Überschriften von dieser Sendung. Nach der rezenten Demission von der Umweltministerin Carol Dieschbusch stellen sich ein paar Fragen. Wer ist dazu gekommen, wie geht es weiter und wie steht es mit der Glaubwürdigkeit von der geringen Ministerin? Der Fraktionspräsident Fernand Karteiser reagiert. Wie kann die Lützeburger Nation in Zukunft weiter bestehen, nachdem es zur Globalisierung und die massive Immigration die Lützeburger Identität immer mehr stark unter Druck gebracht haben? An ihrem fuschneuen Buch proposieren ihr den ADR-Präsident Fred Keup zusammen mit dem Präsident vom W 2050 Tom Weidisch konkret Lesungsvorschläge. Die Chamberdebatte über die Petition 1950, die sich gegen eine allgemeine Impfpflicht gerichtet hat, hat Ugangs des Jahres eine Heischwelle geschlagen. Neben den Petitionären waren noch ein Reihe Mediziner auf der Platz, darunter den Dr. Romain Blum, und weiter auch eine Frau, die hinter der Covid-Impfung mit soliden Nebenwirkungen zu kämpfen hat. Alle beide sind bei uns am Interview. An der sogenannter Gardenhäuschen-Affaire aus dem früheren geringen Deputé-Maire von Deiferding, dem Roberto Traversini, vorgeheilt gin für 2019 an einem Naturschutzareal ohne Autorisation größere Renovationsarbeiten aus einem Weekendhaus gemacht zu haben, und noch Beam aufgeholzt zu haben. Daraufhin hat den Herr Traversini alle gute sein politisches Mandat müssen näher legen. An der Affäre verwickelt als auch die Umweltministerin Carol Dieschbusch. Es kam raus, dass sie die Arbeiten notrechtlich autorisiert soll haben, obschon das Haus Matzen an der Naturschutzzone Prinzenbirch illegal gebaut war. Recht lo ist also die Umweltministerin Carol Dieschbusch zurückgetreten, nachdem das ADR und CSV schon am Herbst 2019 den Rücktritt von der Ministerin gefordert hatten. Und am Studio begrüßen ich den Fernand Karteiser. Fernand, wäre es nicht besser gewesen, Carol Dieschbusch wäre damals schon zurückgetreten, weil es auch leider noch nach anderen Affären, wie zum Beispiel die Affäre von der Superdreckskiste. Ja, das wäre sicher besser gewesen. Wir hatten natürlich auch damals gefordert. Und ich meine, dass man am Dieschbusch Kredibilität wo ja eigentlich Zentrum der Affäre angegriffen. Aber sie hat viel gemacht und es waren Jahre, die für uns alle gut nicht einfach waren. Für allem auch nicht für die Leute, die zum Beispiel an der Grenzzone ein Projekt hatten oder als Bauern, die über Jahre gedierhängelt kaufen. Also das kann ich nicht mehr hoffen, dass es besser geht. Wir mengen auch, dass man am Dieschbusch damals sollen zurücktreten. Ja, etwas steht fest. Die geringen und allgemein Glaubwürdigkeit verloren, zumindest die geringen Minister. Also sie scheitern oder die Ideologie scheitert einfach von der Realität, das muss ich gesehen. Also schön oder das Rezentbeispiel ist natürlich, dass sie Waffen liefern, indem sie ewig gesagt hatten, Frieden schaffen ohne Waffen, oder den Herr Cox, der früher auch demonstrieren gegangen ist, also an der Covid-Pandemie eine ganz repressiv Rolle gespielt hat, oder einfach eine militante Ideologie, wie zum Beispiel Madame Tanson, die dann durch die Affäre mit dem autre Parent de Naissance hat, für den Papa oder den Parent qui donne naissance à l'enfant, für die Mama zu beschreiben. Die Gering sind einfach eine ganz ideologisch, ganz dogmatische Partei, mit der einfach von den Realitäten, von den Problemen vom Land aber eschouiert. Ja, Fernand, du musst ja aber auch sorgen über die Unabhängigkeit von der Justiz und der Affäre Gardenhäuschen respektive Dieschbusch verdostet. Ja, wir haben als Chamber sind wir Parquet. Das heißt, die Affäre oder das Suivi von der Affäre Gardenhäuschen muss ja juristisch weiter begleitet gehen. Und da haben wir als Chamber eine ganz komplizierte Rolle, weil man natürlich muss gucken, dass alle Prozeduren, die Madame Dieschbusch betreffen, und der Affäre rechtsstaatlich korrekt aufgewickelt gehen. Das heißt, wir müssen hier Rechte protegieren, wir müssen gucken, dass sie geheiert gehen, auch von der Police judiciaire, dass sie den Dossier gesehen und dass die Präsumption d'innocence an dieser Affäre komplett respektiert. Ich meine, das sind die Exigenzen, die wir als richten. Wann es soll zu einer Akkusation kommen, das wissen wir ja aber noch nicht, dann muss man auch aufpassen, weil man den Szenario bislang nie durchgespielt haben, dass nicht kann zu Überschneidungen oder Interessenkonflikte kommen, noch auf spätere Stadien von der Prozedur. Weil du hast ja auch selber schon gesagt, ich meine, die gering haben noch zum Beispiel das Justizminister, aber wir müssen eben noch gucken, dass es da nicht kann zu Interessenkonflikten oder zu Überschneidungen kommen, am Interesse von der Kredibilität von der Politik und von der Justiz.
Den die gréissten Eil vum Landers op der Ruder lëcht, steet mat der ënner strengem Naturschutz. Et ginn nëmmen nach eng 20 koppeln am Land, an eng du vun der Breet am Bëch vum Staater Neidurf, den der ëmstridener Fousgänger a Wëllosbrück geaffert soll ginn. Der huet sech am Staater Gemengerot vun Ufang gut géinte schobal grése wahnsinnsche Brickeproje mat eng Kächtepunkt vu 24 Millionen Euro gesтэipt, an ënnerstëtzt mat der Dawunner, dé sech lo och fir de Gerichter géint de Bau vun der Brick viren. Den Druck, den ëmmer mi gros gëtt, huet gewirkt, Eiseninformaoune no huet lo de Staater Schäferrot de Bau vun der Brick komplett op Eis geluecht, ob se an der Form iwwer herdenkeier gebaut gëtt, steet dem no nach an de Sternen. Mir gi Lützeburg net op, dat ass en positiven Titel vun engem fuschneien Buch was du ze summe mam Tom Weidig lo geschriffen hues, Fred. Fir wat eigentlech dat Buch gradlo? Wir haben das Buch geschrieben an den Titel, die seht ja am Funk schon um was es geht, mir gi Lützeburg nicht op. Und das am Funk geht op zurück, bis wer den du draußen hört, von den Leuten no lauscht, Schiedverein hat das schon mal gesagt, oder vielleicht da schon hören, oder mal gelesen, Kommentare, das so das Gefühl, was da besteht, dass das Lützeburg, wie mir es kann tun, während Jahren, Jahrzehnten, dass das immer mehr verschwindet. An Leiit so dat du setzt wie mir vielen als dem Doheim oder Lützeburg schafft ze Jof, der Gambia schafft Lützeburg Jof. An dat am Funk dat wat mei am Buch enkel gené wollten analyseieren an noch erklären, a wéi fern dass dat stimmt. An ja, du sinn en ganz paar die Sachen déi verschwannen an geht am Funk drüms noch ein bisschen zu weisen, wen Appes du da gehen kann machen, respektive wen Apps kann machen, fir eben Lützeburg aber trotzdem zu erhalen. An dem Buch ginn natürlich net just Kritiken formuléiert, méi och konkret Lesungsvierschlei. Wat sinn dat? Ja, das Buch soll am Anfang helfen de Leiterbausen an noch der Politik an noch Südfranken den Stoff interessiert, bisschen helfen das Ganze zu verstehen. Die Situation an der Lützeburg lo ist, wie Lützeburg du hinkommen, aber man Lützeburg, wie wir es kennen, wird geschehen. Und das sind ein ganz paar die Punkte, ich meine zum Beispiel Spruch, da gehen wir dann zum Beispiel auch Richtungen und wen etwas Kind machen, viel mehr weit wie das wird gemacht wird, wie etwas Kind machen für die Schule zu erhalten, was ja der Motto ist von der Integration hier am Land, wie etwas Kind machen, auch alles was der Wurstum geht. Verkehrsproblematik, an du gehört ja auch dann die Fundingsproblematik dazu, für was sind Fundinge so teuer, da das für den unkontrollierte Wurstum immer mehr Leute wollen reinkommen. Und das geht alles hier am Buch an den Kontext gesagt, erklärt, und da gibt man natürlich auch die Lesungsvorschläge, für das wir das irgendwie können an den Griff kriegen. Auch Gemeinsamkeitsgefühl von der Population geht ja auch verloren. Ja, also für Vierten haben wir halt einen gemeinsamen Spruch. Das war gut für Lützmeier, auch all die Migranten, die auf Lützburg kommen, weil sie ganz klar wussten, wie sie sich konnten integrieren. Wir haben das, dass sie überhaupt nicht mehr so klar, wenn sie überhaupt integriert. Aber wir haben immer mehr Parallelgesellschaften. Und das ist wirklich ganz schwer. Und das verursacht doch, dass als Nation immer mehr ablässt. Wir wollten halt ein Buch darüber schreiben, dann noch halt ein bisschen mehr akademisch, ein bisschen mehr halt recherchiert, Leute halt abweisen, mit klaren Beweisen. Eine Perspektive, die halt oft an den Medien halt nicht wirken. Wir wollten das einfach mal niederschreiben. Das war halt Resultat von 5 Jahren die Diskussionen, die alte Frieden nicht zusammen hatten. Und da sind ich halt ganz froh, dass man das fertig gebracht hat, alles Gedanken an ein Buch zu fassen. Dat iwwer 160 Seiten dick Buch krit Dir vom 11. Mai an alle Bischerbutiker vom Land zu kaufen. Dat kostet rund 25 €. Den 9. Januar an der RTL-Emission Presseklub huet de Chefredakteur vom Tageblatt die zwei Deputéierte Fernand Kartheiser a Fred Kuyp als niederträchtig Knaschtzäck bezeechent. Die zwei Volksvertreter hunn dorop sinn eng Plant beim Parquet gemacht, dëssen huet lo rezent matgedeelt, dat eng Verwarnung géint den Tageblattjournalist ausgeschwert gin ass. Dommer der kruten die zwei Deputéierte recht. Mat dieser Decision weist de Parquet, dass es heißt gut vun der Meinungsfreiheit net fir persönlich Beleidigungen missbraucht derf ginn. Nachdem de Parquet des Verwarnung ausgeschwert huet, gëtt der DR den Dossier und de Presserot virun.
Der ist weiter der Meinung, dass die Covid-Impfung absolut freiwillig muss sein. Die Regierung hält dagegen nach immer an ihrem Projekt für eine Impfpflicht fest, auch wenn die nicht für jede gelten soll, mehr für die über 50-Jährigen. Parallel fällt immer mehr auf, dass es zu vielen Nebenwirkungen bei den Covid-Impfstoffen kommt. Am Studio begrüße ich den Dr. Romain Blum. Auch für ihr als Doktor ist es nicht einfach, für den gängigen Covid-Narrativ von Regierung und Medien zu kritisieren und noch zu hinterfragen. Wie war das so? Merci mal, dass ich invitiert bin. Das erlaubt mir einfach auch zu Spruch zu kommen. Ich will so, für mich ist es nicht ganz schwierig, für den Narrativ zu hinterfragen, aber für dann ein mal kritisch oder nuanciert Meinung können nur außen auszudrücken, das ist schwierig. Weil wir erleben seit 2 Jahren effektiv einen immensen Druck seitens von den offiziellen Medien, wo all Kritik und dem offiziellen Narrativ weggewischt wird. Das könnt ihr bezeichnen als Zensur und das tue ich auch selber um meinem eigenen Live erlebt. Das ist halt kein Sinn, das ist ganz gut, das hat gar nicht mit einer mega politischen Ausstellung zu gehen, mir ist schon Gelegenheit, für einfach mal ein Jahr öffentlich meine Meinung zu sagen. Und das muss ich sagen, das gefällt mir schon. Voilà, kommen wir eigentlich direkt vielleicht auf die Nebenwirkungen zu schwätzen von den Covid-Impfstoffen. Und dafür gucken wir mal die offizielle Statistik von der Pharmakovigilance für Lützeburg. Da geöffnet hinter dem Anfang von der Impfkampagne Ende Dezember 2020 bis den 21. März von diesem Jahr am ganzen 2274 Fälle von Nebenwirkungen. Bei 577 davon geöffnet schwer gesundheitliche Komplikationen. 16 Leute überdem sind in der Impfung leider gestorben. Wie interpretiert dir die Statistik, Dr. Blum? Ja, die beruht natürlich auf Donnerien, die rauskommen von den Doktoren, von den Patienten und so weiter. Du ist es ganz schwer zu sagen, wie die Statistik soll interpretieren oder die Donnerien soll interpretieren. Wir wissen, dass es ziemlich enorm hohe Dunkelziffer gibt von Nebenwirkungen, die nicht gemeldet sind. International wird geschwärzt von 1 bis 5%, die gemeldet sind, und der Rest wird nicht gemeldet, was enorm hoch ist. Weil kommen die durch Statistiken immer mehr seriös vor, und das fand ich gut, weil am Anfang konnte ein bisschen geholt mit diesen Sachen. Das ist auch der Grund, für was Patientenvertretung angesprungen hat, weil sich die Leute beklagt haben. Und ich kenne das, weil ich war jahrelang Vertrauensdoktor von der Patientenvertretung. Du kenne ich die ganz gut. Am Juni immer Mediation gemacht zwischen Kollegen und Patienten. Und gut, die sind well ausgebremst. Ich hoffe, dass das weil weiter developiert wird. Wir wissen, dass sie von Schwierigkeiten hatte, weil eine Person sich darüber gekümmert hat, Herr Lützburg. Da sind eine Rutschsachen an Belsch transferiert. Ich hoffe, dass er dann in dem Sinn sich amelioriert und dass wir können Herr No dann auch ob dann zurückgreifen für die letzte Diskussion momentan noch von Impfpflicht, von Druck, von Diskussionen, die kennen hören, wo immer nach Angst spielt, für die dann endlich mal ein Kehr von der Palette zu kriegen. Es scheint ja aber Fakt zu sehen, dass es eben bei den Covid-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen gibt wie bei klassischen Impfstoffen. Wie war das denn so? Bon, das ist ganz richtig, ne? Und das ist zum Teil ganz bedrohlich, weil die Impfung, das ist eigentlich keine klassische Impfung. Das hat mit klassischer Impfung nichts zu tun. Das ist eine Gentherapie, wo sich ein Botenstoff, natürlich eine Gebrauchsanleitung, an als Zellen herangeschleust wird, und wo als Eisenzellen dann ein Protein, die berühmten Spike-Protein, produziert wird, die sich am ganzen Körper verteilt, gegen die unser Körper soll schaffen, aber die Spike-Protein hat eine unwahrscheinlich hohe Zahl von Nebenwirkungen. Weil da ganz drauf anzugehen, dafür geht die Zeit nicht durch. Ich schwätze just ein Renin-Angiotensin-2-System. Dann haben wir momentan das Problem, dass die Spike-Proteine auch können an den Zellkehrer gehen, was wir für nicht wussten, wo sie eventuell eine Reparation vom Genom können verhindern. Und das war für alles nicht gewusst, weil die Etüden, die gemacht sind, das waren Kurzetüden, und es besteht kein mittelfristig oder lange Etüden. Und das ist auch der Grund, fährt das aufgrund von den Mangel an Etüden an Erfahrung, weil normalerweise eine klassische Impfung dauert 6 bis 7 Jahre, und die Reihe ist innerhalb von Pumen durchgezogen. Ne? Natürlich,
also normal, dass man natürlich ein ganz Rutsch von Sachen haben, wo man kein Donner drüber haben, aber wo man natürlich mal nach muss gucken, was dabei zukommt. Und das akkumuliert sich formidabel, das leider. Gut, trotzdem will die Regierung ja nach immer eine Impfpflicht machen. Sie präpariert eben nach einem dementsprechenden Gesetzprojekt für die über 50-jährige und eine Phase. Die könnt auch gut nicht, gerade so wie der mit der Impfpflicht leben. Was ja auch, die sagt ja auch, die muss absolut freiwillig natürlich bleiben, die Impfung. Ja, genau. Ich fand es wirklich ein bisschen schön, dass der ADR die einzige Partei ist, die sich dagegen wehrt oder viel dagegen wehrt, weil ich muss sagen, das ist für mich auch nicht, also deontologisch nicht akzeptabel. Ich fand, wenn ich zum Beispiel ein gesunder Mensch mit 50 Jahren, der gesund lebt, der Sport möchte, der keine Schwierigkeiten hat mit seiner Psyche, die keine Nebenwirkungen hat von irgendwelchen Krankheiten nach und so weiter, der kein gesund ist. Für was soll ich die zwingen, sich impfen zu lassen, wenn ihr seid, wie Nebenwirkungen immer mehr zuholen? Wie gesagt, wir haben gut keine Ahnung über Langzeit-Nebenwirkungen. Egal, ob das ist. Ich habe eine ganze Liste, die kann ich vorlesen, mir das geht, das Zeitgrund geht das nicht. Aber wer was soll ich den zwingen, sich impfen zu lassen, mit dem Risiko, dass er eventuell schwer wirkende Nebenwirkungen hat? An einen, die will momentan in dieser Situation nach einer Impfpflicht durchziehen, das fand ich ehrlich gesagt inakzeptabel. Das geht auf eine bewusste Körperverletzung raus, weil mit all diesen Maßnahmen zwingen ich die Leute ja einfach, sich impfen zu lassen, weil sie sonst nicht mehr können frei leben. Und das ist inakzeptabel. Auch schon gut nicht, irgendwie das verschiedene Leute Mengen müssten durchzusetzen, eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche. Weil wenn ich halt Nebenwirkungen hole, die sind zum Beispiel, was Perikarditen oder Myokarditen belangt, besonders bei Jugendlichen enorm hoch, und das ist an der Geschichte von der Impfung nach nie ging. Alle Impfungen zur Summe von 20 Jahren haben nie so viel Perikarditen hervorgerufen wie die High-Impfstoffe innerhalb von einem Jahr. Andrei, so nicht merci für all die Explikationen, Dr. Blum. Madame Paulus, ich so nicht merci als Mal, dass der Welt témoignieren eben, was ich leider geschieht ist nur der Impfung. Das hat auch schon Ugangs des Jahres an der Chambre gemacht. Wie geht es dir heute? Also, das wenig besser gehen mit das nach gar nicht wie viel drohen. Wie ich gezählt habe, ich war letztes Jahr am März geimpft mit AstraZeneca. An der Purde ich trop sind schon Spidol gekommen mit dem Syndrom de Guillain-Barré. Das hat sich in der Zwischenzeit entwickelt als eine Polyneuropathie Chronik. Und das wenig besser gehen, aber das nach lange nicht wie Viertro war, weil Viertro war ich ganz sportlich, ich schon nicht mehr viel Sport gemacht, mir sind viel wandern gegangen und ich hatte nie Schwierigkeiten. Mir seit der Impfung gibt es noch immer Schwierigkeiten. Was ihr auch so eben feststellt, ist, dass ihr wirklich nicht allein seid. Es gibt mehr Leute, die schwere Nebenwirkungen kriegen, gell? Ja, also durch die Intervention an der Chambre und dann noch, wenn ihr jetzt links lauscht, es sind wirklich viele Leute, die betroffen sind. Und was auffällt, es sind auch ganz oft junge Leute, die ganz sportlich sind. Das muss man auch ganz deutlich gesagt gehen. Ja, und das so, sieht es einmal aus, so d'accord, wenn Santé schwätzt davon, dass eigentlich die Impfung sicher wäre, just 0,2% schwerer Fälle von Nebenwirkungen gibt, macht der aus, so sieht ihr nicht ganz d'accord. Nee, ich meine, es sind da ganz viel mehr, und ich meine auch, dass es eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer gibt. Was hofft ihr für euch persönlich? Zum Glück ist ja schon eine kleine Besserung da. Ja, wie geht es weiter? Adaptiert den du bist du sein Lebensstil? Weit wandern ist ja leider nicht mehr dran. Also ich hoffe nur, dass Doktoren da dann eine Kontrolle kriegen, weil mein Immunsystem den das wirklich auf den Kopf gegangen. Also das wäre mein erster Wunsch. Und dann, dass ich auch nur vielleicht aber mehr Kraft und mehr Form rumkriegen, dass ich das kann, was ich viel gemacht habe.
Wie geht es lo weiter? Kennt ihr lo unholen, dass der am Fong lo Zertifikat hat, die seht, dass da vielleicht aus gesundheitlichen Gründen kein weiter Covid-Impfung kriegen könnt? Mir das aber leider nicht so. Ja, schon so ein Zertifikat kriegt, mit den das nicht gültig bis Juli, und den das auch nicht am Ausland gültig. Das heißt, es sind aber da limitiert an den Deplacementen. Also das hilft mir nicht ganz viel. Und was zu vierten ist, dass man seine Impfpflicht gibt, Affären, ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr impfen lassen. Und ich weiß nicht, was da geschieht, da kann ich gar nicht mehr machen. Mehr Impfen ist keine Option, obwohl ich ganz lang auch impfen gelassen habe, eben nicht, aber mit Covid-Impfstoffen. Ja. Also ich bin immer viel geimpft, weil wir viel gereist sind und ich habe nie ein großes Problem. Ich meine, dass heute das wirklich kein, muss man sagen, normalen Impfstoff. De Patrick Michel an Nora Pleimling si ganz engagéiert Membre vum neien Initiativkomitee. Grad wie d'ADR sinn noch si der Menung, dat van dat wichtest Gesetz vum Land reforméiert gëtt, d'Volleg mat agebonne gi muss. Die hat loch eng dritte Käier ein Initiativkomitee eben gegründet am Kader vun der Verfassungsreform fir Referendum zu fordern. Die weis jo doch dass Ulla is wirklich immens wichtig ist. Ja, das ist immens wichtig, weil die Reform auf 4 Kapitel nachgedeelt gin ass. Wo bleibt da noch immer bei derselbe Reform, bei der globalen Reform von 2016 bleibt, sind noch immer dieselbe Artikel mehr oder weniger, sind noch immer 30 Artikel, die geändert gehen. Und umso mehr wichtig fand man, dass Leute nach ein können schreiben gehen, für das zu dem Referendum könnt, die man versprochen hatte für die Wahlen. Die sind doch ein bisschen enttäuscht, was eben die Informationspolitik von den Instanzen angeht, auch die von den Gemengen. Ja, auf die Gemengen haben wir Feedback gekriegt, dass ganz viele Gemengen nicht wirklich just an ihrem Reiter aushängen, auf ihrer Internetseite gar nicht aushängen und Leute nicht richtig informieren. Dafür haben wir auch unsere Internetseite www.meinreferendum.lu aktualisiert und noch Videos aus der Chambre drauf gesagt, wo zum Beispiel Herr Marsti Bartolomeo ganz klar sieht, für die Reform auf 4 Kapitel gedeelt und dass es nicht mehr möglich ist, mit 4 Kapiteln, das wird zu kompliziert, für die Referendumsprozedur anzulegen. Und da müsste von den Bürgern das Referendum gefordert gehen. Weil am dritten Teil von der Verfassungsreform geht es ja am Anfang an der Hauptsache um die Rechte an meist Freiheiten. Grundrechte sind natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was für Grundrechte seht ihr vielleicht doch auch vor? Ja, ich muss verteidigen, ich muss mich fokussieren auf die Pro und Contra von einem Referendum, weil auf die Änderungen von der Verfassung. Mir wird mich aber bei diesem Teil extrem steuert, dass das Recht auf Meinungsfreiheit nicht explizit an der neuen Verfassung verankert ist. Die fördern ein bisschen immer Rechte an Freiheiten, dass die aber könnten dem Novell eingeschränkt gehen. Ja, ich werde einfach, dass gewisse Grundrechte vorgerufen schon einfach, du willst, weil sie Staatsziele wollen an der Verfassung verankern, zum Beispiel den Klimawandel. Und ich mir dann überlegen, wie wollen sie das umsetzen? Sollen sie, ja, ich weiß nicht, bis 2030 kein Benzin mehr, ja, just als Beispiel, da könnten sie dann machen. Leifbierger macht Gebrauch von ihrem Recht, geht aber Gemengen erschreiben, dann hilft das, um die 25.000 Donnerschaffen zusammen zu kreieren, für das wir also versprochene Referendum kreieren. Leif Leute, wollt ihr selber über der Zukunft bestimmen? Da geht noch bis den 9. Mai erschreiben. Merci. Auf jeden weiter Punkte vom dritten Teil von der Verfassungsreform zu diskutieren, begrüßen ich Marie-André Faber-Schanen. Sie ist Expert an der Bioethik. Also, Sie seht euch, was Sie am dritten Kapitel über Freiheiten und über Rechte am meisten steuert. Ja, an dem Kapitel geht völlig neue Rechte geschafft. Du hast einen davon, das total inakzeptabel. Ja, was für das denn? Toute personne a le droit de fonder une famille. Also für drun, du hat man eine Verfassung stehen, l'état veille au droit naturel de la famille humaine et de la personne humaine et de la famille, allo. Also sagt gehen durch toute personne a le droit de fonder une famille. Ja, für drauf wäre die Verbindung von Mann und Frau, die extra geschützt war an die Familie, weil nimmen aus der Verbindung kann auf 4 Gänge sind, allo. Als nur dem Verständnis von der Verfassungsreform alles Familie. An Schipferin
kann sich bestürden, dadurch wäre ja schon automatisch der Mariage pour tous verfassungskonform, aber es kann auch Schifferin Recht auf erkannt. Auch eine Einzelperson. So gut Einzelpersonen, nicht nur Koppeln, Einzelpersonen, also Schifferin. Ja, was kann ich dazu nachsuchen, weil am Anfang der UNO-Kannerrechtskonvention, die auch für Lützeburg unterschrieben ist, gibt es eigentlich kein so Recht unbekannt. Mehr viel mehr aber, du gibt es ja aber Recht vom Kant ob Papa Mama. Ganz genau. Es gibt kein Recht, so ein Recht gibt es auf der ganzen Welt bis noch nicht. Und sogar der Staatsrat, die Menschenrechtskommission, der Schutz vom Kant, die haben eindringlichst gewarnt von denen unaufsehbaren Folgen, die das Recht kann haben. Und auch gibt zwar gesagt, Leihmutterschaft, das geht am Land nicht erlaubt. Das wird erlaubt heute zu Lützeburg. Ja, das geht nicht am Land erlaubt. In dem Lächerliste Vierwand geht dann Frau in einem Land Ausland zu gehen, und dann geht es hier am Land durch einen Kontrakt oder durch eine Adoption legalisiert. Weil Kant wird, was am Ausland geboren ist, wird dieselbe Rechte wie Kant, was auf dem Manier auf die Welt kommt. Also das ist gar nicht diskriminiert, außer dass es kein Mann hat. Ja, wenn du nicht d'accord ist, eben kann ich auch mal ein Referendum abfordern, wo ich selber mit dezidieren kann. Genau, so ist die Milch schwer gemacht. Es besteht noch immer die Möglichkeit, dass es auf die Gemeinde geht und da unterschreibt, für ein Referendum zu freuen. Nach bis den 7. Mai, also für den dritten Teil von der Verfassung, wenn ihr dann wollt, dann könnt ihr euch auf der Gemeinde deplacieren. Merci Marion für den Besuch am Studio. Ganz gerne geschehen. Die Jung ADR hat sich dëskéier mat enger neuer politischer Aktion als Sache Chancegleichheit vun der JTL befasst. Dabei kommen die Jungdemokraten natürlich nicht gut wäsch. Die Jungdemokraten, die am Fong hegs unoriginal sind und am Fong schießt all Trend matt machen, den der linke Flügel an Amerika finden, haben sich ob Neues getraut, richtig schlecht und katastrophal Ideen zu unterstützen. Und zwar geht es auf der einen Seite um die sogenannten Unisex-Toiletten, also geschlechtsneutrale Toiletten, und auf der anderen Seite will die JDP durch ein gewisses Handy, dass sie mehr Optionen für verschiedene Geschlechtsidentitäten schafft, und sie wollen auch mehr Frauen mit Druck an Politik an Führungspositionen zwingen. Das natürlich alles inner dem hellischen Problem von der Diversität. Wie wird als Leif Champagner-Sozialisten mit diesen Ideen falsch leiien, immens hypokritisch sind und die Argumentation weder Kap noch Schwanz wird, das erklären ich euch. Hallo. Auch an den Kommentaren gesehen, dass für allem die Idee von den Unisex-Toiletten von den Leuten nicht mit offenen Armen abgeholt wird. Komm wir analyseieren mal diese Kommuniqué zu summen. A just als Vierwarnung, ich selber habe auch schon lang kein so ein Wiederzalot gelesen. Direkt am Anfang geht Versicht Frauenwahlrecht mit dem Recht auf geschlechtsneutrale Toiletten gleichzusetzen. Ich zitiere: Brand fordern besonders seit den 60er und 70er Jahren, neben dem formalen Recht für Frauen an Wahlen teilzunehmen, vollumfängliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Unter anderem die Tatsache, dass getrenntgeschlechtliche Toiletten bis heute existieren, zeigt jedoch, dass doch viel zu tun bleibt. Was der Teufel haben wir dann da gelesen? Danach wird dann noch gesagt, dass die Wartezeit auf der Frauentoilette mehr lang wäre wie bei den Männern. Kein Wunder, wenn sich heutzutage all Mann als Frau identifizieren kann. Die Lösung ist dann anscheinend der Schaffung von mehr Unisex-Toiletten. Was kommt dann als nächstes? Unisex-Duschen. Stell dir vor, die hat einen Durchter oder einen Jungen, der dann an die Piscine geht und dann noch mit 45-jährigen duscht. Ich hätte meine Bedenken. Und als Adrenalin so mir auch ganz klar, wir müssen vorsichtig bleiben für unsere Unisex-Ideen. Weil wir fangen mit Unisex-Toiletten an, aber wo soll das überhaupt abhalten? Das Ganze kennt just den Anfang von einer katastrophalen Falschsinn. Wenn wir an Amerika rüber gucken, dann geht uns das radikal Indoktrination von
de junge Kanner an Jugendlicher ganz schnell klar. Wissenschaftlich gesehen sind just 0,03% von der Bevölkerung von der sogenannter Gender-Dysphoria betroffen. Wenn den aber der amerikanische Juren heutzutage fragt, kommt raus, dass sich 3% als Apps identifizieren, was von ihrer biologischer Realität aufweicht. Also ein 100-fach Hoss. Wir als Adrenalin wollen du ganz vorsichtig sein. Wir wollen nicht, dass ich später den Kanner erklärt, dass es mehr wie 2 Identitäten gibt, was ja am Anfang komplett davon ist, also fort und so weiter. Weil das kann ganz gefährlich enden. Auch das Übersexualisierung von den Kanner, die du damit kennst, als wir uns ein komplettes No-Go und wir wären uns komplett dagegen. Wir gucken uns nur noch kurz den zweiten Kommuniqué an. Du geht dann noch kurz darüber gesprochen, dass die mehr Frauen überall brauchen und das natürlich am Anfang just auf Führungspositionen. Unter dem Prätext von der Chancengleichheit wird dann gesagt, ne, dass halt Männer, wir sind ja anscheinend immer am Vierdeel und Frauen sind immer am Nodeel und die JDL will da alles ausgleichen. Wenn ihr dann, wenn ihr alles ausgleichen wollt, dann freue ich mich, ob die JDL auch die falschen Sachen ausgleichen will. Mehr Männer wie Frauen packen Schuhe nicht. Mehr Männer wie Frauen leben auf der Straße. Mehr Männer wie Frauen bringen sich selber um. Mehr Männer wie Frauen brauchen Drogen. Mehr Männer wie Frauen sind am Krieg und sterben noch dort. Weil da du auch eine Chancengleichheit. Wie sei denn, wie ridikül das Ganze ist. Das eng Tradition wie all Freijoer huet Beetebäier Gemeng zu der grosser Botz opgeruf, mat dobei auch die lokal ADS-Sektion, iwregens die einzig politische Partei, die matmischt bei der sinnvoller Aktion, déi keier sogar mat iwwer 15 Leiit, Hunderten an Hunderten Zigarettestümp a kiloweis Plastikofall sind ze Summe kom, an drohen lo dazu bei, dat die Schei Südgemeng nese bisse mi gering ass. Mir ha vun der Tele so nicht lo Merci, dat ihr mat dabei wärt. Die könnt euch Doc an op Apart TV gucken. Denkt run fir regelmäßig op eurer Internet auf Facebook-Seite informieren. Bleibt gesund, Adi, a bis nächste Mal.